Hey, du! Ja, du! Nein, du! Ja, du! Du! Willst du einen entspannten Urlaub mit deinen Freunden haben? Einfach ein paar Bierchen kippen? Ja! Und ein paar fette Weiber aufreißen? Ja! Dann ist das Indianer-Reservat der Navajos nichts für dich. Denn hier gibt es nur dürre, verklemmte Bitches und kein Schluck Bier. Oh nein! Tag 3! Und wir haben kapiert, deswegen müssen wir uns schicken. Ich muss mich konzentrieren, dass ich nicht alles kurz und klar schlage. Und eigentlich wollte man nur ein ganz kleines bisschen, einen kleinen Schlumper drum kaufen. Das war gar nicht viel gewesen, das waren 30, 40 Dosen oder was in der Richtung gewesen. Habe ich dann festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch Bier in diesem Laden finden werde, sehr, sehr gering ist. Ja, ich habe ja gesehen, dass es kein Bier nicht gibt. Hier ist wegen Navajo-Gebiet. Non-alcoholic. Und dann eine Flasche Jägermeister und eine Flasche Havanna, die wir uns von daheim gebracht haben. Dann nehmen wir schnell so alles zugehört. Die haben hier nichts, nein, keinen einzigen Schluck. Der hat nicht einmal irgendwie, weil jeder einen Spiritus gesoffen, mir wäre das wurscht gewesen. Tourismus wollen die Leute wirklich hier haben. Ja. Oder versuchen es die einfach mit aller Gewalt draußen zu halten. Mir kommt es so vor, bei Gastfreundschaft war da relativ wenig. Wir sind jetzt gerade im Monument Valley und sind relativ früh da gewesen. Am Simi haben wir hier gestartet, ein bisschen weiter vorne. Es war arschkalt, oder? Das wirst du als Kameramann bestätigen können. Ja. Ich glaube, dass es mindestens minus, ja, ich möchte nicht übertreiben, aber es jetzt minus 5 oder 10 Grad gehabt hat. Irgendwas in der Range. Ich spüre meine Finger fast nimmer. Wir sind auf der Suche nach einem Souvenir, wir sind am Monument Valley, in einem großartigen Souvenirshop. Heute habe ich die Ehre, was für euch auszusuchen. Ich bin mir überlegen, ob es vielleicht dieser Traumfänger hier wird, für schlanke $12. Oder aber für die Gesetzestreuen unter euch, die nicht im Reservat leben, hier ein Sheriff-Stern, einfach nur um Flagge zu bekennen, auf welcher Seite ihr steht. Wir haben einmal 3 Postkarten, eine Navajo-Indianer, ein stolzes Volk, Indian Symbol. Und hier nochmal Gott sei Dank Karten vom Monument Valley. Und unser Highlight in der heutigen Auslosung ist dieser Traumfänger. Allerdings, ein kleiner Warnhinweis, auch dieser Traumfänger schützt euch nicht davor, dass dieses Babyface bei euch im Traum erscheint und euch tot küsst und tot hackt. Stellt euch das vor, das seid ihr. Da ihr seid jetzt, sage ich mal, diese Postkarten und kümmert euch ins Bett an. Ihr wollt das gute Stück gewinnen und vielleicht die 3 guten Stücke zusätzlich, dann kommentiert es unter dem YouTube-Video. Wir sind jetzt noch mal kurz am John Wayne's Point about Holy Things machen. Schauen uns hier nochmal die Aussicht an. Da steht zum Beispiel, dass er seinen ersten Film, der John Wayne Sepp hier im Monument Valley, gedreht hat und der hat geheißen Stagecoach. Nur für die Leute, was interessiert. Wann mehr? Das war ca. 1939. Der weiß, wie es läuft. Ein frecher Teufel. Ja. Ein Original. Wir fahren jetzt an Zion National Park, da haben wir eine kleine Hütte. Das ist eine Selbstversorgerhütte, wir haben ein nice Fireplace, wir werden heute einen kleinen Barbecue machen. Und mehr wird heute tatsächlich nicht passieren. Wir werden an der Hüttenbauaufnahme machen.
vielleicht machen wir auch kein Barbecue, sondern wir haben gesagt, dass wir einen Walmart insofern ausräumen, dass wir die ganze Tiefkühltheke leer räumen und einfach mal schauen, wie das amerikanische Tiefkühlzeug schmeckt. Wir haben nämlich auch einen Ofen da drin. Und morgen geht es dann tatsächlich zum Zion National Park. Nein, ich habe nur gesagt, dass die Stimmung in der Mannschaft langsam kippt. Gib mir ein Bier, ich bring die um. Das ist kein Scherz. Ja, das ist kein Scherz. Ich meine, das ist 200% ernst, der wird jeden von uns umbringen für eine kleine Dose voll Glück. Und ich werde das Gleiche tun. Aber ich werde mit dir angefangen haben. Ich fliege gerade ein bisschen Drohne, weil wir hier gerade einen netten Spot entdeckt haben. Ja, und da mache ich jetzt mein Ding. Wir sind im Walmart und wir kaufen jetzt endlich Bier. Ich bin schon richtig nervös. Wir sollen nicht erst einmal die Gitarren, Thomas. Hey. Ich glaube, das ist bisher das Hängerbliebste, was ich jemals gesehen habe. Also ohne Scheiß. Was meinst du, Michi? Was? Ist das hängen geblieben oder ist das hängen geblieben? Ja, es lässt sich. Also da sind keine Gitarren, weil bloß die Weltvorschläge Ist das nicht? Achso. Eins gelangt. Nein, glaub's nicht. Wir haben jetzt 100%. Ja, was $6. machen wir? Ja. Oder zahlst du das, Thomas? He? Zahlst das du? Dann tust du am besten nur eins rein. Das haben wir gar keinen. Ha? Gehen Was? wir mal zu den Was? Gans. Genau, das schauen wir uns an. Da wird sich halt wahrscheinlich noch jemand brutal am Keulen. Let your funk flow out and through ya to your soul feet. Ja, aber der ist besser. I can't help but think you already know. Ja, wir haben ein Problem, wir sind jetzt gerade ein bisschen eskaliert, weil wir mit Hunger einkaufen gegangen sind. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, was wir haben. Also für den heutigen Abend haben wir uns einfach einen Haufen TK-Zeug geholt. Mac and Cheese, wir haben Chicken Rolls, wir haben 2 Pizzen, Ein $49 Burrito. 49 Cent. Pizza Snack Rolls, Corn Dog, Cheeseburger Mac und natürlich Ribs. Für morgen haben wir uns ein schönes Steak rauslassen, 2 verschiedene Sorten, ein bisschen ein Baguette und ich glaube Kartoffelsalat, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und Fürs natürlich Frühstück haben wir immer schön Eier, Speck, ein bisschen Kellogg's und Pancakes. Keine Experimente auf jeden Fall. und Maracuja-Saft. Das von ist Jäger. Hershey's Syrup. Ja. Und halt noch 6 Dosen Bier. Also ich schätze, klar aufgrund des Dosenbiers wären wir so bei $180 liegen. Hätte ich auch 180 gesagt, dann sage ich Okay. 210. Dann bin ich Optimist und sage 160. Ja, ich dazu 190 sagen, sagen wir so. Okay, sind wir ja alle bedankt. So, Killtrap. Richtiger Wie Mexikaner. viel hat es jetzt am Ende gekostet? Aufgerundet $180, wie ich gesagt hätte. Aber Dann hat der Alt auch Ja. einmal wieder sein Können bewiesen. Das ist keine große Überraschung. Das ist ja nichts, was ich mal raushängen lasse. Freut mich natürlich. Klar freut es mich. noch Oh, es ist sehr warm. Ja. geisteskrank. Ja, da haben wir also, willst du woanders über zum Taco Bell? Das ist wurscht, Taco Bell war noch nicht. Nimm mir, Alter. Wir haben jetzt gerade Bescheid gekriegt von unserem Airbnb, von unseren Hütten, wo wir eigentlich genächtigt oder wo wir nächtigen wollen, dass die Wetterverhältnisse gerade sehr schlecht sind und dass viel geschneit hat in den letzten Tagen. Und deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, ob wir das wagen, weil wir eventuell stecken bleiben können oder ob wir uns was anderes suchen. Aber ich schätze, wir werden es probieren. Stecker bleiben und $500, das sind raus. Schon, ja. Du musst bedenken, wir haben jetzt schon einen Haufen Zeug gekauft. Ich weiß nicht, ob es der Kid Rap schon erwähnt hat, aber unsere andere Reservierung hat jetzt nicht so ganz geklappt. Haben wir eben mit unserem Kinderauto den Berg nicht hochgekommen. Okay, also wir haben jetzt der Cowboys Sunset Retreat gebucht. Hat am Anfang nicht so ganz geklappt, aber jetzt sind wir wieder on track. Und
wir haben folgende Nachricht gekriegt. Howdy partner, giddy up Michael. Your vacation is just over the holler and we are right excited to host you at the Cowboy Sunset Retreat. Years ago, our grandpappy lived here, working as a cobbler. He fixed up old boots, saddles and western tack for all the local cowpunchers. We just love sharing a bit of our heritage with you. So pony up y'all and get on out here to the wild, wild west. Ja, wir freuen uns. Es hat ungefähr 8 Milliarden Quadratmeter die Location. Und da, wie soll ich sagen, wenn wir am lieben Thomas einmal ein bisschen näher kommen, oder? Was meinst du, Harry? Ja. Hey Tom, Bei schau der, mal die Zahnlücke, ne? Da steht was anderes da. Because there's no sitting like a face sitting. Der Tom hat einen voll vor. Bereit? Oh ja, wer wird's? Like a fucking great beer. Gib sie, was sie braucht, Bro! Alter, ich habe hinter uns. And swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Also haben wir es noch endlich geschafft, gell? Also das ist mein Schlafzimmer. Ja, bitte, Ja, was bitte? viel weiter. Ja, glaube ich ja. Hier ist mein Schlafzimmer. Ich möchte nicht angeben, aber die Location habe ich uns jetzt noch kurzfristig organisiert. Das ist ein Scheißhaus mit Fassel und Dusche, leider kein Badwanne. Cool. Leider kein Alt on Me Time. Hier ist das Schlafzimmer von weiß ich nicht. Harry! Tobi, Was? das ist allein, ich hab echt immer unglaublich hart aufs Klo. Okay, passt, machen wir hier. Das ist eh voll cooler, wenn man mit der Kamera rumgeht. Was haben wir hier links? Mein Schlafzimmer. Nur ein Schlafzimmer. Haben wir also 4 Schlafzimmer? Passt. Dann hat also jeder sein eigenes War Schlafzimmer. das also ein brutaler Schnellschuss? Tom sein Schlafzimmer. Kamin. Anderes Ding. Küche, das war Küche. Und es geht auch noch oben weiter. Das ist hier die kleine Galerie. Ich weiß nicht, was ich oben machen soll, aber ich schätze mal Bier saufen. Da ist safe aber irgendwas Perverses drin. Sag einmal. Okay, Müll. Damit hätte ich rechnen können. Ansonsten, was ist da links? Waschmaschine. Das ist mein Fetter Kühlschrank, fetter Ofen. Und The Book of Mormon. Okay. Harry, sag ja nochmal einen Raten. 800 Stück. Vor allem, das sind so windige Scheißteile, die ich aufgucke. Soll ich mal schauen? Ja, alles für uns. Oh, da geht's noch weiter, oder? Das ist, glaube ich, dann die andere Partei, Achso. die sie richtig ärgern wird, dass wir da sind. Da drüben ist der Feind. Sobald da jemand diese Tür, irgendein Licht macht, Tür öffnet oder sonst was, Ja. dann wird das Feuer eröffnen. Wir werden dann genau diesen Holzstecker da, der ein lächerliches Haus halt, werde ich mit einem gepflegten Laubkick kaputt schlagen. Auf jeden Fall. Und dann geht das Scheißding richtig in die Knie. Ah, wer ist denn da wieder da? Nice to meet you. Hello, ma'am. Nice to meet you. Welcome to the ranch. I have to do I had a shitload full of work to do right now. You know what I'm talking about? Das Bier? Achso, ja. Alexa, sprich bayerisch. Ein bisschen was geht immer. Liebe mich. Ja, also der Kid Rap und ich, wir haben jetzt gerade das Feuer vorbereitet.
Ich habe eine Schwäche, ich habe nicht viel Schwäche in meinem Leben, aber ich bin echt schlechter und zündheitslos zum Zünden. Aber ich versuche es sonst trotzdem hier ein bisschen muckelig zu machen. Alter, aufs erste Mal, das glaubt man keiner. Lass uns schnell noch Feuer machen, wir fangen das an. Tom, schau dir das an, das sind Arbeiterhände. Das ist, wenn du einen 9-to-5-Job hast. Aber du machst das natürlich, weil du die Familie irgendwie durchbringen willst. Du machst es nicht gern, ich frage mich, ob ich gerne in der Früh aufstehe. Stehst du gerne in der Natürlich Früh nicht, ich hasse meinen fucking Job. Aber ich muss machen, weil wenn ich nicht mache, wer macht es denn sonst? Die müssen was essen, die Kinder. Ja, mein Truck braucht Diesel. Ja. Ha ha ha!